Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2021 in der MyTeam-Karriere mit Kassel Motorsport. Wir sind zurück in unserem Hauptquartier und wir gehen jetzt schon nach Aserbaidschan. Ich weiss, in der letzten Folge wäre eigentlich Spanien gekommen und nachher noch Monaco. Allerdings habe ich die 2 Folgen aufgenommen und bei beiden Folgen war meine Aufnahme immer fehlerhaft gewesen. Also es war dann einfach keine Videodatei mehr rum gewesen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass es 2 kurze Folgen gewesen, weil in Spanien hat es extrem geregnet im Rennen und ich bin dort dann in der ersten Runde schon abgeflogen. Und Monaco muss ich glaube ich nicht weiter erwähnen. Es ist halt Monaco. Dort bin ich auch abgeflogen und ja, das Auto war hinüber gewesen. Sonst von der Entwicklung her ist nicht viel passiert. Wir haben keine grossen Entwicklungen bekommen. Also wir schauen jetzt mal schnell kurz rein, dass ihr da auch noch die Übersicht habt. Wir sind nach wie vor eigentlich, ja, immer noch im hinteren Mittelfeld, jetzt halt vor Alfa Romeo. Unser Auto ist motortechnisch stark, Aero und Chassis aber nicht so. Und jetzt geht es ja nach Baku, nach Aserbaidschan und ich kann mir gut vorstellen, dass wir dort wahrscheinlich auch ein bisschen strugglen. Wir werden zwar vielleicht auf der langen Gerade im Vorteil sein, aber ich denke, also im zweiten Sektor, dritten Sektor, dort werden wir wahrscheinlich ein bisschen strugglen. Mal schauen. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Wir sehen uns gerade wieder im Qualifying. Ich mache jetzt wie immer schnell kurzes Training und dann sehen wir uns gerade später wieder. Bis gleich. So, herzlich willkommen zum Qualifying. Ich bin das Training gefahren und es ist wirklich eigentlich gut gegangen. Ich konnte die maximalen Ressourcenpunkte holen. Aber ja, es ist auch Baku. Baku ist irgendwie so eine Strecke, die mir einfach nicht gefällt. Ich könnte mir gerne in die Kommentare hineinschreiben, wie ihr Baku findet. Ich finde es wirklich gar nicht geil. Mal schauen, was im Qualifying geht. Im Training bin ich auf P4 gelandet mit meiner Pace, aber das Training ist wirklich keine Referenz manchmal in diesem Game. Mal schauen, wo wir landen. Ich denke, wir werden etwa so wieder um die P10, 12 landen wahrscheinlich, weil wir haben gute Motorpower, wir holen viel auf der Gerade raus. Aber eben, zweiter Sektor, anfangs dritter Sektor, dort werden wir richtig strugglen, denke ich. Und ja, mal schauen, wie es wird. Let's go. So, also wir kommen jetzt mal auf die erste schnelle Runde. Hauen da noch das DRS rein und gehen jetzt da gerade an Startziel vorbei. Schauen mal, was wir für eine Zeit rausfahren können. Ich glaube, sie möchte einfach zuerst mal eine Runde fahren, beziehungsweise mal eine Zeit können setzen und nachher auf Risiko gehen. Ich glaube, es ist ein bisschen gescheiter. Okay, das war jetzt eigentlich wirklich noch ein Easy Lap, muss ich sagen. Wir sind auch fast 1,5 Sekunden noch mal schneller. Mal schauen, wo es uns herschießt. Auf P9. Okay. Und ich denke, wir werden schon noch hinter die beiden Alpha Tauris droppen. Aber okay, es war doch noch eine gute Lap gewesen. Und ja, dann gehen wir mal in die Box und schauen mal, wo wir am Ende des Tages landen. So, also es reicht nicht mehr zum Rausfahren. Ich bin jetzt wieder zurück in der Box. Wir sind immer noch auf P9, aber die anderen sind jetzt draussen und machen noch ihre Final Lap eigentlich. Und ich würde sagen, wir tun mal da einfach ins Rennen überspringen und schauen, wo wir landen. Wir sind auf P10. Okay, ja, sehr stark. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also wir sind noch vor dem Tsunoda. Der Pierre Gasly hat uns noch überholt, der war vorher noch hinter uns gewesen. Und wir sind 6 Zehntel langsamer als der Norris auf P1. Also denke mal, für unser neues Auto mit dieser schlechten Aero und schlechtem Chassis ist das wirklich eigentlich recht akzeptabel. Wo ist unser Teammate? Das ist noch so die zweite Frage. Der ist auf P20. Okay, der hat recht gestruggelt, Jeans. Ja, aber wie gesagt, ich muss vielleicht noch KI noch mal aufnehmen. Momentan fahren wir auf 86, 85, 85, 86, genau etwas so dort. Ja. Ich würde mal sagen, wir gehen ins Rennen, wir schauen mal, wie es wird. Eben Baku, wie gesagt, gar nicht meine Strecke. Let's go.
Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday and will start from pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Bottas, Daniel Ricciardo and Perez, Leclerc, Sainz, Gasly, the owner driver, Tsunoda, Fernando Alonso, Sebastian Vettel and Stroll, Ocon, Raikkonen, Antonio Giovinazzi and George Russell, Mick Schumacher, Sato, Latifi and Nikita Mazepin. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Okay, es hat keine Strafe gegeben. Alles klar, Chef. Es hat keine Strafe gegeben, wir sind weiterhin auf P10 und starten auf der schmutzigen Seite. Mal schauen, ob man da etwas davon merkt. Ich denke es zwar weniger, dass es eigentlich gibt in diesem Game, aber who knows. Also eigentlich ist rechts starten besser. Und ja, wir gehen mit den Softs los, gehen in P4, genau, in Runde 4 meine ich, in die Box und holen uns dann nachher Mediums, die gelben, und mit denen fahren wir dann fertig. 9 Runden auf denen, das wird ein sehr langes Stint werden. Bin ich auch gespannt, wie der Reifen wird performen gegen Ende vom Rennen, oder beziehungsweise Ende vom Rennen, ja. Ich weiß nicht mehr, was ich labere, ich bin müde. Ja, wir gehen dann mal ab ins Rennen. Mehr muss ich eigentlich nicht einstellen. Wir haben den Sprit runtergenommen. Let's go, würde ich mal sagen. Let's go. So, also die 5 Lichter gehen hier im Baku. Mal schauen, ob wir einen guten Start haben. Lichter gehen aus. Eigentlich ganz okay Start, aber schon ein bisschen Wheelspin. Wir probieren uns mal reinzubremsen, müssen aber aufpassen, dass wir uns auf den Frontflügel nicht kaputt fahren. Tsunoda neben uns. Oh mein Gott, ich hasse das, wenn KI einfach so überzieht noch. So, jetzt hätten wir eigentlich den Tsunoda catchen. Wir haben einen besseren Motor. Er ist rechts immer noch nicht mehr. Spät auf die Bremse. Machen wir doch schon ein bisschen die Türen zu mit einem Slide. Okay, ruhiger Start eigentlich schon so weit. Gasly sehr guten Start gehabt. Oh, da verbremse ich mich ein bisschen. Okay, unser Motor ist langsam durch. Das ist jetzt gerade bei 60% und wir haben schon die Meldung bekommen vom Chef, dass der Motor langsam wird den Geist aufgeben, beziehungsweise dass wir sich mal Leistung werden verlieren. Es ist natürlich super, dass es gerade bei dem Rennen passiert, wo Motorleistung noch recht wichtig ist. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir mit dem Gasly und dem Sainz mithalten? Ich denke eher weniger. Ich muss wahrscheinlich mehr hinschauen aufs Verteidigen. Und ich werde eigentlich weniger gerne den Motor aufdrehen lassen. Mal schauen, wie sich das entwickelt hier. So, jetzt müssen wir ein bisschen Gutzi geben, weil jetzt wieder Tsunoda mit DRS kommen. Oh, er kommt. Okay, wir gehen in die Box, die Runde. So, wir gehen jetzt jedenfalls mal in die Box. Ich glaube, sie gehen alle auch in die Box da vorne. Wir haben einen DRS. So, schauen wir mal, was wir jetzt nach dem Boxenstopp rausholen können. Alle fahren durch, wir sind die schon in die Pits gegangen. Okay. Speziell. Go, go, go. 1,8? What? Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Holy shit, das war ein schneller Stopp gewesen. Okay, jetzt kommen wir alle so ein bisschen in die Box. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Dort ist noch ein Ferrari. Ich weiß aber nicht, ob das ist Sainz ist. Ah, shit. Das ist genau wieder hinten rein.
Sainz hat den Gasly überholt in den Pits. Aber jetzt können wir vielleicht den Gasly angreifen. Sehr schön. Haben wir mal den Gasly. Oh, ein bisschen früh aufs Gas. Okay, good work. Great pass. So, und weitere Leute sind in der Box gewesen. Mal schauen, wo wir jetzt landen. Das ist der Perez. Oh, Leclerc! Ist hinter uns! What? Das war doch vor dem Sainz, gewesen, oder nicht? Oh! Ein bisschen late am Bremsen da, ja. Ein bisschen aufpassen. Also, dass wir ja einen Ferrari hinter uns halten, haben wir, glaube ich, in Portimao schon bewiesen. Die Frage ist, können wir es in Baku wiederholen? Oh, okay, nicht so aggressiv über den Curb rein. Gap to car in front is 1.6 seconds. Schlechter Exit. Ich glaube, das Leclerc wird jetzt uns überholen. Fahrt zwar auf Harz. Decken mal innen ab. Aber er hat noch kein DRS. Jetzt hat er DRS. Was macht er? Er kommt nicht vorbei. Ja, IRS ausgeschaltet jetzt. Oh mein Gott, er ist nicht vorbeigekommen. What? Okay, Ferrari ist eine richtige Gurke, scheint's. Da vorne fährt wieder ein langsames Auto, der Russell. Der hält jetzt so gerade ein bisschen den Sainz noch auf, oder hat ihn aufgehalten. We have 5 laps of fuel remaining. Ich kriege echt noch DRS über. Yes, okay, das ist schon mal gut. Ich gehe noch bei ihm in den Windschatten rein, um noch ein bisschen mehr rauszuholen. The gap to the car ahead is 2.1 seconds. Oh, Latifi ist auch noch dort. Oh! Scheiße, KI früh abbremst. Dass ich den nicht berührt habe. Ja, Latifi, halt das eins ein bisschen auf, bitte. Sainz. Und der Latifi, oh, die haben sich berührt. Oh, jetzt haben wir uns auch noch berührt. Und der Latifi hat sich gedreht. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. Könnte vielleicht Safety Car geben. Ja, wir kriegen noch DRS über. Es gibt kein Safety Car, okay. Our gap to the car in front is 1.7 seconds. Oh ja, kein ERS mehr. Oh, Wand leicht berührt. DRS. Ja, wir bleiben auch sicher am Sainz dran, finde ich gut. Bottas ist sehr langsam. Habe ich irgendwie das Gefühl. Bottas hat irgendwie das Problem. Weil der ist sehr, sehr langsam. DRS bekomme ich über.
Aber das sind auch DRS. Okay. Es wird noch spannend. Letzte Runde jetzt. This is your final lap of the race. Vielleicht catchen wir noch den Bottas. Sainz geht am Bottas vorbei. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Bottas hat aber schwere Probleme. Ich hoffe, er hat ein Motorproblem und wir sind auf der Gerade schneller. Er charged. Er charged, er hat keine Batterie mehr. Seine Batterie ist tot. Ja, wir sind schneller. Oh mein Gott. Oh, come on! Yes! Okay, da haben wir noch P7 geholt. Nice! Wieder Punkt. Alright, race over. Follow the car on the way in. Gutes Rennen gewesen, aber nur wieder Glück gehabt. Bottas hatte einen Fehler gehabt. Sonst wären wir eigentlich P8 geworden, aber P7 wieder sehr stark. Und wir sehen hier, also der Daniel Ricciardo hat gewonnen vor dem Lando Norris. Da kommt der Verstappen, Hamilton, Perez, Sainz. Da kommen wir. Bottas, Tsunoda, Leclerc, Gasly, Alonso, Vettel und dann kommt der Stroll noch. Und wenn wir jetzt mal weitergehen, wir gehen jetzt mal schnell kurz ins Hauptquartier. Schau alles überspringen da. Okay, oh, Teamanerkennung. Wow, die geht wahrscheinlich jetzt gerade auf 7 rauf. He? Sehr schön. Aber wir können immer noch keinen Sponsor holen, also keinen dritten Sponsor holen. Den gibt es erst ab Stufe 10. Und eben hier ein Event. Okay, ja gut, wir geben lieber Geld aus und dafür ist eigentlich die Aerodynamik Moral weiter oben. Das ist ein kleiner Entscheid. Das nächste Rennen ist in Kanada. Da machen wir noch Simulationstraining für den Zweitfahrer. Und ja, also wir stehen sehr gut da. Wir haben jetzt halt 3,4 Millionen. Ich würde sagen, wir investieren jetzt noch ein bisschen in die Fabrik, beziehungsweise es wird eben auch hure viel Sinn machen. Ich glaube, wir machen mal Personal, wir machen mal hier das und auch das noch. Und jetzt kommen wir noch schnell kurz zu der Entwicklung. Wir müssen wieder, wie gesagt, Chassis weiterentwickeln. Wir haben da zwar schon etwas am Laufen. Da können wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen, oder? Ja, okay, das ist ausgelastet. Aerodynamics, wie sieht es da aus? Da machen wir die Flaps. Die sind auch noch etwas am machen, oder was? Und ja, wie gesagt, das nächste Rennen ist in Kanada. Was kommt dort? Ja gut, ja, wegen dem Geld, okay. Ja, das ist nicht so schlimm. der soll sich glücklich schätzen, dass er in der Formel 1 ist. Also ich würde mal sagen, dass wir das nächste Rennen in Kanada ja hoffentlich dann durchkommen mit dem Motor, aber ich denke, das sollte schon klappen. Ja gut, dann würde ich mal sagen, was es war mit dieser Folge von F1 2021. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr würdet das Video teilen. Und sonst sehen wir uns einfach, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder in Kanada. Und ja, bis dahin sage ich mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!